7 Bäuerinnen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz treffen sich zum grossen Finale der Landfrauenküche 2011. Während der letzten 7 Wochen sind sie in einem vielseitigen Kochwettbewerb gestanden und haben als eigene Jury ihre Punkte vergeben. Die Siegerin steht schon fest, die Rangliste aber ist noch unter Verschluss. Und so wissen auch die Landfrauen nicht, welche von ihnen zuoberst auf dem Podest steht. Das ist SF bei den Leuten, Landfrauenküche, das grosse Finale. Live aus der Festhalle Altrüti in Gossau im Kanton Zürich, unser Moderator, der Nick Hartmann. Guten Abend miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen. Wir sind in Gossau. Und natürlich auch dabei heute Abend die SF Hausmusik mit dem Dani Häusler. Schön sind ihr auch da. Der Silvester ist morgen, aber wir sind schon grausam in Festlaune, zusammen mit dem tollen Publikum. Die Fans haben wir schon mal gehört. Kann ich die Fans noch mal haben, bitte? Das geht noch ein bisschen mehr als ein Tag und wir wollen mit Ihnen heute Abend etwas Wunderbares kochen, den Speck ein bisschen durchs Maul ziehen und vielleicht haben Sie sogar noch Zeit, morgen zu posten und das nachher nachzukochen. Wissen Sie noch, wie die Landfrauen alle ausgesehen haben? Was gekocht haben? Da Ihnen noch einen schnell den Überblick. Bei Glühwein und heissen Maroni stärken sich die Landfrauen für ihren Auftritt. So langsam spüren sie den höheren Puls. So auch die Barbara Gerber aus dem Emmental. Sie hat den Frauen die Rautenbrust an einer Pilzrahmsauce serviert. Quer durch die Schweiz ist die Freiburgerin Ramona Stolz angereist. Sie hat mit einem Tournedo gepunktet. Ein bisschen näher hat Priska Scherer aus dem Toggenburg. Sie hat in ihrem Ofenröhrli einen Senfrahmbraten gemacht. Evelyn Bettig aus dem luzernischen Wauwil hat ihre Gäste mit einem flambierten Rehrücken verzaubert. Aus Wölflinswil, Kanton Aargau, kommt Sandra Belser, die einen Küngeli-Rohbraten im Brotteig hat serviert. Bei der Silvia Krebs aus Dwann sind Eglifilet aus dem Bielersee auf dem Menüplan gestanden. Und last but not least hat die Bündnerin Kathrin Sprecher Hufsteig aus der eigenen Metzgerei serviert. Obschon sie die letzten Wochen Konkurrentinnen waren, verbindet sie unterdessen eine dicke Freundschaft. Ja, das mit der dicken Freundschaft. Und das ist als einziger Mann unter 7 Frauen wahnsinnig schwierig, sich da zurecht zu finden, wenn sich die Frauen so zusammengerottet haben. Und darum habe ich eine Verstärkung an meiner Seite. Freut mich sehr. Sie ist Bäuerin aus der Region, sie kommt aus Gossau, Barbara Winsch. Du bist etwas Ähnliches wie meine Assistentin. Hallo Barbara, hoi. Barbara ist Bäuerin, ihr habt einen Milchwirtschaftsbetrieb. Genau. Was läuft so kurz vor Jahresende bei euch noch auf dem Hof? Ja, wir haben, wie es so ein schöner Herbst war, haben wir relativ lange Tiere rauslassen. Die haben wir dann einstellen, wo es angefangen hat zu schneien. Ja. Und der Herbst war aber schön. Sehr schön. Ja, sehr schön. Merkt man das an den Tieren auch an? Wie meinst du, dass man die Tiere anmerkt? Ja, weißt du, dass sie an der Sonne sind? Sie sind natürlich auch lieber für aussen als im Stall rein. Was ist das Highlight so im Jahr da in Gossau als Bauernfrau? Bei uns in der Familie ist das die Pfeschau. Das ist ein Familienanlass, wo eigentlich alle zusammen das ganze Jahr schon drauf losfiebern. Und der Mann kommt so 5 Stunden später heim. Du gehst dann schon. Nein. Der Mann ist selber auch sehr engagiert und der freut sich auch. Du hast den Preis dabei, den die Landfrau heute Abend gewinnen kann. Die Siegerin von der Landfrauenküche. Wir sagen es gerne noch einmal. Die Siegerin die steht schon fest. Den Namen behalten wir bis zum Schluss der Sendung unter Verschluss. Das, was wir heute kochen, das dient rein zur Belustigung von unseren Mühlern. Genau. Und der Preis ist...
6'000 Franken, ein Gutschein von der Migros. Ein toller Preis, den die Siegerin heute Abend mit heimnehmen darf. Wir verraten noch nichts. Ich weiss es gar nicht. Weißt du eigentlich, wer? Nein, gar nicht. Gut, wollen wir gar nicht wissen. Wollen wir nicht wissen. Barbara Winsch, freut mich sehr. Danke bist du an meiner Seite heute. Das ist dein Applaus. Barbara Winsch. Nehmen wir mit. Merci. Und wer jetzt noch fehlt, irgendjemand fehlt noch. Ah ja, genau. Da sind's. Meine Lieblingsfrauen vom Jahr 2011. Das sind die Siebenlandfrauen. So tun eure Fans. Kathrin, wie geht's dir? Ja, gut. Ein bisschen nervös. Hast du geschlafen auf heute? Nicht wirklich, nein. Gibt es mal so Situationen, wo du schlecht schlafst, oder ist das etwas Neues für dich? Ja, so etwas erlebt man ja nicht gerade immer. Und, ja. Sandra, wann stehst du normalerweise auf? Wann geht der Tag los? Ja, so um die 6 Uhr fangen wir am Morgen an. Das ist eigentlich noch human. Schlafen Küngel ein bisschen länger. Ja, dann schlafen wir ein bisschen länger. Wie hast du geschlafen? Ja, mäßig. Ja. Gut. Evelyn, Bescheiden. hast du dich vorbereitet auf heute noch? Bist du froh, dass es durch ist? Ich habe mich gefreut, dass es endlich Gut, jetzt so soll es sein. so weit ist. Und wir freuen uns ganz fest, sind ihr da, sind ihr alle gesund. Ihr werdet jetzt eingekleidet, es gibt eine anständige Scheibe von der Barbara. Und dann ab in die Küche und wir fangen an mit unserem Silvestermenü. Unsere Siebenlandfrauen. Frauen, ab in die Küche. Geht's? Kann ich helfen? Kommt schnell zuerst dafür. Wir wollen mal anschauen, was es denn eigentlich gibt. Was zu einem Silvestermenü gehört, wenn es die Bäuerinnen machen. Das sieht ja schon mal fein aus. Das kommt dann nachher zum Apero. Haben wir aber schon ein bisschen offen da, weil wir müssen dann langsam anfangen essen, gell? Was gibt's? Wo fangen wir an? Mit der Vorspeise? Wer macht Vorspeise? Frauen, kommen ihr auch schnell zu uns? Ja. Bitte. Was gibt es als Vorspeise? Eine Lammfrauenterrine, Fischterrine. Ah, nicht mit Fisch, nicht mit Lammfrau. Nein, wir haben uns entschieden. Wir haben lange überlegt und wir haben uns für Fisch entschieden. Und was gibt es dazu? Er wird noch ein bisschen, die Lammfrauenterrine wird dekoriert mit Portulak. Gut. Und Fisch ist logisch, wenn du dabei bist, dann gibt es etwas Ja, mit Fisch. Wer macht den Hauptgang? Das mache ich und Ramona und Liska. Wir machen das Rindsantergott. Als Gefülls. Mit also Gemüsestäbchen. Mit Fleisch gefüllt? Nein, Nee. mit Käse gefüllt. Gut. Also eigentlich wie ein Cordon Bleu, Ja, eigentlich schon, ja. aber nicht paniert. Nein. Und dazu? Dann gibt es Gemüsespießchen und Herdöpfel-Tätschli. Gut. Und dann haben wir noch ein Dessert. Und Dessert ist so ein bisschen die Domäne von der Barbara. Gell? In den Sendungen, wenn Sie es gesehen haben, immer am Schluss, wenn die Bewertung kam, ist, hat Barbara immer gesagt, das Dessert war super. Und darum darfst du das Dessert machen, heute zusammen mit der Sandra. Und was macht ihr? Ein Äpfelküchli mit Zimtparfum. Sehr fein. Super. Wenn Sie Fragen haben im Verlauf der Sendung, nicht gerade rausgekommen sind, das ist eine Live-Sendung, nicht gerade rausgekommen sind, was jetzt die Frauen da gemacht haben oder wie man es macht, oder wenn Sie einfach gratulieren wollen, oder Heiratsantrag geht leider nicht, die sind alle schon vergeben. Aber sonst ein liebes Mail schreiben, können Sie das machen. Wir haben eine Mailadresse eingerichtet, das ist landfrauen@srf.ch. Einblendet jetzt landfrauen@srf.ch und auf der Seite 397 vom Teletext ist alles noch einmal erklärt, wie das jetzt ein bisschen schnell gegangen ist. Apero, fangen wir an. Gut, ab in die Küche, an eure Plätze. Und ich komme euch ein bisschen stören. Habe ich das richtig begriffen? Jede von euch macht irgendein Häppchen für die grosse Apero-Platte. Genau. Evelyn? Ja. Das ist erkennbar, was es ist. Ja. Danke sehr. Ich tue die füllen mit Frischkäse. Und was ist im Frischkäse noch drin? Ist der so, wie man ihn kauft? Ich habe die Steh rausgenommen und habe die jetzt geschnetzelt und habe die rein, ein bisschen nachgewürzt, ein bisschen Rahm rein, dass ich ein bisschen besser streichen kann. Das ist eigentlich schon alles. Und die kommen nachher in den Ofen für wie lange? Die kommen etwa in den Ofen für etwa 4 Stunden, 20 Minuten. Sehr gut. Logisch, bei der Silvia gibt es Fisch. Ja, bei mir gibt es geräucherte Felchen.
Ein Tartar habe ich gemacht daraus. Da wäre er noch ganz und da wäre das Tartar. Jetzt habe ich heute gerade gelesen und gehört, dass unsere Seen zu sauber sind, dass die Felchen zu klein sind. Die sehen jetzt aber recht ordentlich aus. Oder haben ihr das Problem im Bieler See auch? Du bist ja Fischerei-affin. Nein? Der ist noch genug dreckig. Ja, ja, nein, also es hat noch 10 Berufsfischer. Und die füllen noch alle etwas. Ja. Fein. Gut. Dann Sandra und Barbara, ihr macht Gipfeli. Jawohl. Was ist was? Also ich mache einen Aargauer Gipfeli. Da beinhaltet Rüebli, Lauch, Logisch. Speck. Das habe ich ein bisschen angedämpft und sie jetzt einfüllen und röllen. Hast du Ei drin da noch? Nein. Nicht, in der Nein. Füllung. Barbara, aus dem Emmental. Heute Käsegipfeli mit Kräutchen. Nicht Emmentaler. Hast du ihn gern, den Emmentaler? Selber? Ist ein bisschen eine Geschmackssache, gell? Ja, ich habe ihn gerne. Mich hast du jagen als Kind. Heute habe ich ihn super gerne, heute liebe ich ihn. Aber der Greyerzer aus dem Freiburg ist halt auch nicht so schlecht. Gibt es da wenigstens Greyerzer? Ja, genau. Hier gibt es Gruyère mit sehr gut. Lauch. Lauch ist Lauch. Lauch, genau, ja. Im Gegensatz zu Heppern, das wären die Herdöpfel. Genau. Und was machst du für eine Füllung? Ich mache eine Bündnerfüllung mit Salsitz und Tomaten. Also frische Tomaten oder Ja, getrocknete? frische Tomaten. Ja. Und Priska, du machst was? Ich mache Tockenbuoco Brätröllchen. Und jetzt bin ich es gerade hier am Einrollen. Hat noch Kräutchen drin, Lauch, Rüebli, Sellerie. Nimmst du dir daheim auch so Zeit zum Kochen? Kommst du überhaupt dazu? Mal, Für gern. Gäste? Mal, Schon. das mache ich gern. Ja. Also du hast nichts Neues dazu lernen in diesem Bereich jetzt für die Landfrauenküche? Nein, das war ja gelesen. Ja, jetzt schon. Also jetzt sind wir ja wirklich Fernsehprofis geworden in all diesen Wochen. Aber wo man angefangen hat, Ramona, ist es ja schon wahrscheinlich etwas Neues gewesen, das ganze Zeug mit dem Fernsehen. Die Kamera immer, ein Tönler, wo immer den Galgen reingehängt hat. Hast du dich gut daran gewöhnt? Ja, sehr schnell. Oh, das war eine schöne Erfahrung. Aber wir schauen doch mal noch ein bisschen zurück in die Anfänge der Landfrauenküche 2011. Mit Schwung sind die 7 Landfrauen in die neue Staffel gestartet. Auf dem Ballenberg haben sie die ersten Filmaufnahmen gemacht. Die Frauen sind mit unterschiedlichen Erwartungen in das Projekt gestiegen. Was wirklich am meisten Angst macht, ist halt dein Essen vorzubringen, dass du das auf den Punkt bringst und deine Erwartungen selber kannst erfüllen. Ich habe einfach eine alte Küche, aber ich kann auch in meiner Küche gut kochen. Das Essen und Trinken ist eine Geschmackssache, eine reine Geschmackssache. Und ich hoffe, es schmeckt. Gibt wieder ein neue Power ins Leben. Power in Form von einem 3-Gang-Menü hat es gerade beim ersten Treffen im Restaurant vom Fernsehen gegeben. Backene Aubergine auf getrockneter Auberginenschale. Dann daneben haben wir geräuchertes schottisches Rauchlachs-Tartar. Gut haben die Landfrauen gerade gesehen, dass auch die Profis manchmal ein bisschen stageln. Vor allem mussten sie lernen, das Essen noch zu bewerten. Das ist gar nicht so einfach. Gut, die einen hatten ein bisschen mehr Mühe, andere waren mutiger. Und wieder andere haben es einfach genossen. Was alle schnell haben begriffen, beim Fernsehen muss man immer alles gerade ein paar Mal machen. Ja, Beim Fotoshooting ist den Frauen langsam klar geworden, was es heisst, plötzlich im Mittelpunkt zu stehen. Kannst du noch ein Bein aufladen? Vielleicht so. Weißt du, damit du ein bisschen da so näher bist. Aber eins mussten die Landfrauen nicht lernen. Mit Humor und Freude bei der Sache zu sein. Das ist sehr schön. Ihr zwei ein bisschen mehr Luft da inzwischen. Ja, perfekt. Sehr schön. Super. 1, 2, 3. So schön. Und nochmal. 1, 2, 3.
sieht sehr fein aus. Landfrauenküche, der Final live aus der Altrüti zu Gossau. Wie lange sind die Gipfel jetzt im Ofen gewesen? Sieht sehr fein aus. Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Oder Umluft? Ist ja so eine Die Religion. einen mit Heissluft und die anderen mit Ober- und Unterhitze. Priska, hat sich viel verändert, so, wenn du ins Dorf gehst? Ja, hat sich schon etwas verändert. Ich habe einfach etwa einmal länger und dann hat mein Toni nicht als Freude, wenn ich ein bisschen Sport herkomme. Brauchst du mehr Zeit beim Posten? Ja. Musst du Auskunft geben? Muss Auskunft geben, da muss man. Ihr seid schon fleissig an den Bohlen abfüllen. Was ist drin? Also ich habe am Nachmittag haben wir Äpfel und Beeren angesetzt und haben mit Kirschen und Zucker und Weisswein. Und jetzt haben wir es mit Champagner, weil zum Silvester. Und nochmal Wein und Mineralwasser. Alle Rezepte finden Sie auch auf der Internetseite sfbeidenleuten.sf.tv. Die Adresse sollte jetzt eingeblendet sein, sfbeidenleuten.sf.tv. Schön, der Apero. Den tun wir jetzt verteilen. Wer soll eigentlich essen heute Abend? Das ist noch die Frage. Wo sind eure Männer? Sind die da eigentlich? Der Töneli ist da. Sind die anderen auch da? Kann ich alle Männer mal da vorne haben, bitte? Mit einem warmen, schönen Applaus. Die Männer von der Landfrauen. Kommt! Nur mutig. Ich bin der Nick, freut mich sehr. Sali Markus. Du bist der Marcel. Du bist der Marcel, der geholfen hat in der Küche. Der Töneli, genau, der Toni. Sali Markus, machen euch das schnell. Der Peter, der Metzger, genau. Der Beat von der Barbara. Und der Michael. Du gehörst? Zu der Ramona. Genau. Schön sind ihr da. Du euch nicht so verstecken, kommen. Klar, die Frauen sind jetzt im Mittelpunkt gewesen. Ihr habt Hunger, nehme ich an. Ja. Ist gut. Habt ihr heute schon viel gearbeitet? Ja, heute nicht so viel, weil wir ja mit der Familie hierher gekommen sind und mit den Freunden. Und da hat es vielleicht einen ganz normalen Arbeitstag gegeben. Der Marcel von ihm weiss es. Der Marcel kann helfen in der Küche. Er ist der einzige Mann von der Landfrauen, der geholfen hat, servieren in der Sendung. Ob ihr das könnt, wissen wir nicht so genau, aber wir wollen es gerne mal ausprobieren. Sind so gut. Das sind die Platten. Nehmt je eine Platte und gehen sie verteilen. Ihr seid ab sofort heute Abend im Service, bei jedem Gang. Super, Applaus. Platten nehmen. Also, das Publikum. Ihr drei könnt vielleicht nachher rauf. Ihr könnt also eine Platte nehmen und dann rauf verteilen. Ihr habt nichts gewusst von eurem Glück, gell? Fernsehen ist immer wieder für eine Überraschung gut. Schau, dort hat es auch noch Bohlen, die man verteilen kann. Ich nehme vielleicht auch noch eine. So, da sieht sehr fein aus. Darf ich Ihnen vielleicht gerade... Können Sie gerade 3 nehmen? Ja. Nicht pro Person 3. Da habe ich wieder halt viel Vergnügen. Geniessen Sie. Schau mal. Darf ich euch das so geben? Dann könnt ihr da nachher weiterverteilen. Weil ich muss in die Küche schauen, was die Frauen machen mit der Vorspeise. So, Silvia und Evelyn machen die Vorspeise und es sieht schon wieder nach Fisch aus. Was gibt's? Wer will davon erzählen? Evelyn. Also, ich fange mal an. Ich habe hier Krautstellblätter, die ich im Steamer blanchiert habe. Wie lange geht das im Steamer? Etwa 10 Minuten habe ich sie drinnen gelassen. Jetzt tue ich den Fisch drauf. Das ist eine geräucherte Forelle. Ich tue sie mit Eiweiß anstreichen und mache jetzt eigentlich ein Päckchen daraus. Genau. Und da, Entschuldigung, da habe ich noch Rüebli drin, schon vorbereitet. Die haben wir auch blanchiert im Steamer, etwa 20 Minuten. Was heisst das Päckchen? Das kommt in die Terrine rein. Das ist die Überraschung in der Terrine. Genau. Das heisst, du, Silvia, machst die Farce. Ja, eigentlich. ich mache die Farce. Das ist aus einer Seeforelle. Und gibt nachher den Teig um das Päckchen herum. Das ist Rahm. Rahm, Eiweiß. Ja. Und wir sollten es sehr kühl verarbeiten. Was für Kräutchen? Da kommt jetzt eigentlich nur Salz und Pfeffer drin. Weil Es gibt ja Fisch, Leute, die nicht gerne Dill haben. Das soll es ja geben. Nein, Gibt in da tue ich nur wahnsinnigen Salz und Pfeffer drin. eigenen Gau.
Wenn Sie Fragen haben zu der Sendung, zu den Landfrauen, etwas Persönliches mal wissen von Ihnen, dann scheuchen Sie sich nicht, den Computer jetzt noch einmal aufzustarten. Vielleicht hocken Sie ja auch, wie ich das mache, mit dem Laptop vor dem Fernsehen und schicken Sie schnell ein Mail an landfrauen@srf.ch. Das kommt gut an. Du, Evelyn, du wohnst, sag mir jetzt, in welcher Gemeinde? Nein, das ist nämlich ein bisschen kompliziert. Kaltbach, gell? Ja, wir sind ein bisschen kompliziert. Im Kanton Luzern. Genau. Von jetzt fängt es an Kaltbach und das gehört eigentlich zur Gemeinde Mauensee. Gut. Nicht mehr Luzerner Hinterland, gell? Nein. Gehört nicht mehr dort dazu. Hast du gewusst, dass du so an einem schönen Ort wohnst eigentlich? Du, es ist dir eigentlich wirklich durch die Landfrau wieder richtig bewusst geworden. Da hast du es gesehen und dachte, wow, wo wohne ich? Von dem haben die Sendungen gelebt. Wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Natürlich haben wir euch auch in die Küche geschaut und eure Familie begleitet. Und das wollen wir uns noch einmal schnell ein bisschen anschauen. Ein Blick, eine Tour de Suisse, zurück zu den 7 Landfrauen. Anfangen tut unsere Tour de Suisse in Emmental bei der Barbara Gerber. Hallo Frauen! Komm mit Tuchen! Es wäre kein Wunder, wenn auch noch gerade der Gotthelf zu Besuch kommt. Danke vielmals. Die zweite Station, die mystische Region vom Schwarzen. Zu Gast sind wir bei der Ramona Stulz und ihrer Familie im Freiburgischen. Sie und ihre Mann Michael schauen zu 90 Kühen und lassen die 2-mal im Tag Karussell fahren. Mit einem Gump geht es in die Ostschweiz zu der Priska Scherer. Oh, ihr seid im Fall eine Woche zu früh. Da im Toggenburgischen läuft alles noch nach alter Vätersitte. Jetzt kommt's gut. Im luzernischen Wauwil sind wir bei der Evelyn Bettig zu Gast. Weil ihr Mann Markus auch Jäger ist der Wald das Thema. Die 5. Station, Wölflinswil im aargauischen Fricktal bei der Sandra Pelzer. Da geht's scharf zu und her. Zusammen mit ihrem Mann Marcel macht sie gerne eine Töff-Tour. Quasi Easy Rider im aargauischen Jura. Die Woche darauf werden die Landfrauen vom Bielersee verzaubert. Gastgeberin ist die Wannerin Silvia Krebs. Sie macht mit den Landfrauen eine fröhliche Schifffahrt. Auch als Fischerin macht sie gerade einen grossen Fang. Zum Schluss von der 7 Wochen Landfrauenküche fährt das Trüppli ins bündnerische Langwies bei Arosa. Die Katrin Sprecher ist die Gastgeberin. Zusammen mit ihrem Mann betreibt sie eine kleine Metzgerei und schwingt auch gerne mal das Tanzbein. Kunstschlag. Was musst du auf Abstellen? Abstellen. So, ich kann dann kannst du nachher nur ein Päckchen rein tun. Du musst einfach dort auf den Stoppknopf und dann kann ein ähnliches Modell. Die Farce noch einmal. Seeforellen. Seeforellen, Rahm. Mixer, Salz, Ein bisschen Eiweiß, Pfeffer, Eiweiß. Ja. Hast du probiert über genug? Ja. Darf man das? Das darf man. Da muss man jetzt auch den Händchen anlegen. Nein. Beim Kochen gehört sich das. Das ist gut. Nein. Und wichtig ist, wenn man die Terrine macht, dass man sie immer klopft. Dass eigentlich möglichst keine Luft drinnen ist, dass es schön kompakt ist. Das ist sehr wichtig. Und so etwas gelingt immer. Ich habe immer Angst vor Terrine. Dass man sie nachher nicht aus der Form bringt. Es ist eigentlich ganz eine einfache Sache. So, und jetzt tun wir das Päckchen rein. Und wichtig ist wieder, wenn man das Päckchen rein tut, dass es rund um den Rand hat, dass wirklich viel Wein rundherum kommt. Dass sie nicht bis rausgeht. Und im Päckchen ist? Geräucherte Forellen.
Muss man so etwas gerade essen oder kann man das auch im Voraus machen? Das kannst du guten Tag voraus machen, das ist kein Problem. Weil man muss ja sowieso, wir haben seit 40 Minuten im Steamer gehabt, die muss nachher abhalten. Eingefrieren? Eher nicht, mit Fisch? Nein, würde ich nicht. Gut, ihr habt schon eine vorbereitet natürlich. Wir wollen ja auch etwas essen und fertig mit der Rüebli-Dekoration sieht sie dann so aus. Ja, jetzt stört es. Jetzt kommt es raus. Wir sind in einer Live-Sendung, wie alle denen. Hey! Grossartig! Silvia, wie tun ihr Silvester am Bieler See? Also heuer auch ganz ruhig, nur ein Tête-à-Tête mit dem Mann. Ah, auch schön. Und ihr, Evelyn, tun ihr Touren vorstellen für die Kinder, dass sie das Gefühl haben, am 9 Uhr sei schon Mitternacht? Das wäre noch eine Idee, ja, gell? Funktioniert. Bis zu einem gewissen Alter. So bis 18 Uhr geht es. Erfahrung. Muss ich mir das merken in dem Fall. Wie tun ihr Silvester? Wir ganz schlicht, einfach mit der Familie. Also wir, der Mann, ich, Kind. Ganz einfach. Heuer nehmen wir es ruhig. Und was gibt es zur Nacht? Heuer haben wir uns für Chinoise entschieden. Oder die Kinder haben sich das eigentlich gewünscht. Gut. Dort habe ich immer zu wenig zu essen beim Chinoise. Ja. Dort musst du arbeiten. Nur genug lang. Ja, den grossen bisschen machen, aber dann geht es schon wieder unter Schnitzeri und dann... Das sieht sehr fein aus. Was ist das da? Das würde ich mich jetzt aus dem Test rauslassen, was das für ein Gemüse ist, das Grüne. Das Portulak ist eben das auch ist etwas ein bisschen Vergessenes. Ja. Ist so eine Kressenkarte. Mhm. Kann man so essen? Ja. Oh. Ist halt doch etwas Spezielles. Ja. Recht würzig. Ja. Männer, kommt schnell, wir brauchen euch wieder zum Helfen servieren. Ein bisschen Sauce, warte. Ich sehe, wir sind hier im Endspurt. Soße noch. Portulak drauf, Sauce drauf. Schau da. Noch ein bisschen drüber. Darf ich dort noch den Teller haben? Da. Ja, schaut, ihr könnt hier kommen. Machen wir das so. Fassstrasse, kleine. Hier einen Teller nehmen und nachher verschwinden. Macht das super. So, Deli. Sehr gut. Nehmen wir einfach gerade den Teller. Ich nehme auch einen da. Ich nehme den gerade selber. Danke vielmals. Sie fragen sich jetzt sicher, wer soll das alles essen? Wir machen ja nur 8 Teller. Und wir haben eine Ehrentafel heute Abend. Und es freut mich ganz besonders, sind Sie da. Zwischen Weihnachten und Neujahr haben Sie Zeit gefunden und sind zu uns auf Gossau gekommen. Herzlich willkommen, Florian Ast und Francine Jordi. Darf ich euch das sogar? Nein, weißt du, ich gebe es am Mann zuerst. Ich gebe es am Mann zuerst. Sonst hat er immer das Gefühl, es wären alle immer nur zu der Franzi. Ein guter Florian. Normalerweise kommt man von dieser Seite, aber es tut mir leid. Und auch mit am Tisch und eben so einen warmen Applaus für Annette Gordi und den Kranzschwinger, der Roger Brücker. Da wieder an. So. Wir haben einen Anschlag auf euch. Ja, tut nur servieren. Excuse? Ja. Wir haben einen Anschlag auf Annette und den Roger vor ein paar Wochen, weil wir wollten wissen, wie es eigentlich reingeht daheim, wenn sie die Landfrau-Küche schauen. Und sie sind auch passionierte Zuschauerinnen und Zuschauer von der Landfrau-Küche. Passionierte Zuschauerin und die vollste Bewunderung für die Landfrau, was sie in der Küche alles leistet. Und so wie es dran ist es auch ganz vielen anderen gegangen, ihnen sicher auch, wie sie es an mich angeschaut und dachten, yes, es geht Gott sei Dank. Stecke ich jetzt nicht in dieser Haut und muss für 6 kritische Frauen kochen. Wir haben aber gleich wissen, funktioniert das? Kann man das als Nicht-Landfrau einfach andere Leute bekochen? Wir haben mit euch ein Experiment gemacht und haben euch auf den Hasliberg geschickt, ohne dass ihr gewusst habt, um was es geht. Angefangen hat das Abenteuer für Annette und Roger im winterlichen Hasliberg oberhalb Meiringen. Sie hatten keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und sie war schon mit der Fahrt rauf fast ein bisschen überfordert. Kannst du fahren? Hey, mach auf mit dir, Annette. Dann mach auf mit dir. Wow. Wir helfen dir. Gut.
Dann sind sie vor dem Alp-Hitli gestanden, einer urchigen Beiz auf 1600 Meter. Hallo, salut. Roger, freut mich. Ihr seht, ich habe leider Aufhalt gemacht heute Morgen. Ich bin hier auf dem Schnee ausgeschlüpft. Jetzt habe ich hier das Ärmel halt ein bisschen demoliert. Jetzt müsst ihr für mich kochen. Machen wir gerne. Wir machen ein Fondue hin. Wir haben 25 Gäste gemeldet. 25 Gäste? Ja, wir müssen das sehr übernehmen. Tipptopp. Für 25 Leute zu kochen, wenn man eigentlich gar nicht kochen kann, das ist, denke ich, eine ziemliche Herausforderung. Es gibt ein Fondue, da wäre die Käsemischung schon, der Wein, Knoblauch. Und am Schluss würde ich noch einen Tipp geben, ein bisschen Geisskäse drin zu tun. Ganz am Schluss. Ins Fondue so, dass es ein bisschen speziell wird. Hier haben wir die Fondue gelassen, Brotkerbli, Brot. Müsst ihr halt mal schneiden. Dann haben wir noch ein kleines Problem. Der Gasherd funktioniert nicht im Moment. Wir müssen alles auf dem Tiba-Herd kochen. Und wahrscheinlich ist es gäbiger, wenn ihr es in einer grossen Pfanne macht, wo die einzelnen Gackel. Gut, dann verlasse ich euch verlassen. Gehe etwa zum Doktor. Ja. Merci vielmals, dass ihr mich hier ersetzt. Ja, gern geschehen. Boah. Da hast du fast Platz. Ich würde sagen, wir tun schon mal führen. Aber das ist wirklich gross. Willst du das können, der anderen? Nein, ich würde es in der Herren machen, endgültig. In der grössten. Dann schön, immer im 8 rühren. Ja, ist gut. Super. Knoblauch könnte ein bisschen knapp werden, finde ich. Nein, es reicht. Denke mal. Ja gut, dann würde ich es... Oh, Hä? Ja, das geht schon. dann rühren mal all die Portionen. Ja, das geht schon. Das musst du schon Das tun. geht schon. Ich tue rühren, du machst alles andere. Ist gut? Ja, genau. Der ehemalige Kranzschwinger Roger Brücker und Danette Gorti, Kabarettistin, unterwegs im Moment mit dem Programm Win-Win. Hoffen wir, dass du heute auch so in einer Win-Win-Situation bist. Ist es recht? Super, fein, gut gewürzt, wirklich großartig und schön präsentiert. Es ist schon ein Mail reingekommen und gefragt, seit wann ihr zusammen sind und geheiratet, müssen wir verneinen. Ihr seid kein Paar, das ist ganz wichtig. Wir sind kein Paar, ich bin geheiratet, habe 3 Kinder. Gut. Aber nicht mit ihr. Du, 2013 ist dann Burgdorf, das Eidgenössische. In welcher Form bist du dort dabei? Ja, bis jetzt möchte ich das mal als Zuschauer genießen. Es wäre das erste Eidgenössisch, wo ich zuschauen kann. Aber wahrscheinlich kommt dann schon noch ein Sämtchen bis dann, wo ich etwas helfen kann. Jetzt geniesse es mal. Der zweitletzte Tag vom Jahr 2011. Ein recht guter Miteinander. Und wenn Sie sich gefragt haben, wer die 4 Damen und Herren sind da am Tisch, ihr macht das einzige Richtige, ihr hört TRS1, den richtigen Radiosender, habt den Wettbewerb gemacht und darum habt ihr die Freude heute da an der Ehrentafel dürfen, das Menü der Landfrauen zu geniessen. Euch auch einen recht guten Appetit. Ist recht? Ja, tipptopp. Sehr gut. Das gehört mir ja. Tipptopp, was immer das heisst. So. Und ihr zwei habt den ersten Gang hinter euch. Ihr habt auch vorher gross gearbeitet. Eine von euch ist am Schluss unter den letzten 3 Landfrauen. So funktioniert das heute. Nach jedem Gang kommt eine Frau weiter. Barbara, danke vielmals. Ist es Silvia Krebs, die weiterkommt? Die Frau mit dem Fisch vom Bielersee? Ein grosser Bitz Solothurn in sich inne? Oder ist es Deverin Bettig aus dem luzernischen Kaltbach? Die Frau, die so schön dekoriert hat, dass man hätte meinen, sie drehe im nächsten halben Jahr einen Hollywood-Film in ihrem Degustationsfilm. Da innen ist der Name dieser Frau, die weiterkommt. Und weiter, oder der letzten 3 Landfrauen, ist der Kanton Bern. Silvia Krebs! Gratuliere ich ganz herzlich. Und jetzt ab in die Küche und wir weitermachen. Ja.
Sie heißen Tagabum und kommen aus der Ostschweizer Perkussionsgruppe zusammen mit der SF Hausmusik. Alles live. Selbstverständlich ist recht bei Ihnen. Sehr. Ja. Ist gut Sehr, ja. Sehr gut. Tun ihr noch fertig essen, es kommt dann nachher jemand und räumt wieder ab. Ha? Live aus der... Oh, hast du mir eine Mail? Ich noch ein paar Mail, ja. Danke vielmals, Barbara. Wir gehen Richtung Hauptgang. Die Lara Meier aus dem Fricktal. Sandra, eine Frage aus dem Fricktal. Ja. Vielleicht kennst du Lara Meier? Nein. Also, hallo, ich wollte unbedingt mal die Frage stellen, von wem oder wie haben Sie gelernt, so gut zu kochen? Ist das Ihre Familientradition? Bei dir, Sandra? Also Küngel, sicher, ja. Das ist Familientradition. Ja. Ist dir noch nie ein Küngel abverreckt? Ja, vielleicht nicht Lind. Ja. Das hat es sicher schon gegeben. Aber Ja. verdammt mal, du hast doch einen Dampfkochtopf. Weißt, die Frage, die immer kam, ist auch bei uns daheim, wenn wir es gesehen haben, dort mit dem Küngeli, dort bei Jopsi am Kriesibaum hängen, das Fell über die Ohren. Du hast da null Gefühl. Nein, aber jemand muss es ja machen. Eben. Schön, danke. Du darfst wieder arbeiten. Danke. Eine Frage an Evelyn. Es würde mich sehr interessieren, wie viele Brillen Frau Bettig besitzt. Wird Claudia Arnett wissen, sie sehen sehr schön aus. Danke. 5. 5 Brillen. Ja. Rita Schwender und Familie schreibt, liebe Landfrauen, wie kocht man diese Menüs ohne Steamer? Was ist die Alternative zum Steamer? Danke für Antwort und ein gutes Neues. Also, Priska, du hast eine alte Küche. Erzähl. Jawohl. So für euch alle. Und der Holzherd, das ist das Beste. Da kannst du Funktioniert. schön warm behalten. Und eben auch die Mangoldblätter vorher, die kann man natürlich einfach schnell ins heiße Wasser Ja, tun, im blanchieren. Eiswasser abkühlen. Ja. Und so funktioniert das. Sie können natürlich immer noch mailen. Die Mailadresse ist landfrauen@srf.ch. Wenn Sie eine Frage haben oder ein Kompliment loswerden wollen, dann können Sie uns das schicken. Wir kommen zum Hauptgang. Fangen an mit dem Fleisch. Das sieht nach ordentlich viel Fleisch aus. Was ist es? Das ist ein Natura Beef Entrecote. Das schneide ich jetzt hier so ein bisschen auseinanderschneiden, dass ich das füllen kann. Jetzt kann ich hier so Würzblätter reinlegen. Hast du das selber jetzt aus dem Stück geschnitten? Heute? Ihr habt ja eine Metzgerei. Ja, habe ich ja. Was ist Natura Beef? Natura Beef ist ein Kalb, das 10 Monate alt ist, aus der Mutterkuhhaltung. Also das Kalb hat immer Milch gehabt bis zum letzten Tag. Und das ist kein Kalb. und Wäre es am ist nächsten kein Tag Rind. gerade Rind geworden, aber bevor... Nein, das Rind ist erst, wenn sie schwanger sind. Ja. Kinder, da piepst irgendein Herd. Gut.
Und du füllst es mit? Und das gibt eine Art Cordon Bleu, das sind so Würzblätter, Ja. dann Schinken drauf und Gruyère zu Käse drin, so ein paar Scheibchen. Gibt es bei euch immer Fleisch? Immer nicht, aber viel. Und was denn? Wenn man Metzger ist, isst man dann nur Filet? Nein, das Filet, das kommt meistens nicht bei uns auf den Tisch. Nicht mehr bis zu uns. Ja, Das verkaufen wir vorher. Ja. Jetzt tue ich das mit einer Schnur. Ich habe wahnsinnig gerne so sättige Sachen, wo man beim Entstehen schon weiss, dass das nachher hammermässig fein wird. Und ich glaube, das sieht so aus, oder? Geht euch auch so? Es ist ganz still geworden hier in der Altrütte. Priska, stimmt das, dass du gerne eine Beiz würdest eröffnen? Ja, das wäre mein Träumchen, mal ein Besenbeiz. Aber ich habe meinen Mann noch nicht ganz so weit. Aber Wie weit ist denn der Traum schon? Der Tonnery, der kommt immer wieder heute am Abend. He? nein, den Plan habe ich vorher mal gezeichnet und jetzt sind die Landfrauen dazwischen gekommen. Du hast ein Restaurant gezeichnet, schon mal? Nein, so schön mit Holz habe ich wollen, weil wir noch viel Holz haben. Ich wollte mit Gitter schön etwas biegen. Aber es ist glaube schon eine Herausforderung, oder? Ein Restaurant, ich glaube, den Traum hat man dann nach einem Tag da schon wieder. ein Besenbeiz. Ja, gut. Oder kannst du auftun, wenn du gerade Lust hast. Und du musst leben davon. Nicht so wie Annette Gorti und der Roger Brücker. Die haben wir ja auf den Hasliberg geschickt und haben gesagt, hey, Mädel und Junge, jetzt einmal an den Kochtöpf und machen das anständiges Fondue. Teil 2. Jetzt sind voll die kleinen Teller genug. Das langt. Ich habe gerade alles genommen, dass wir nicht zweimal laufen müssen. Du brauchst dann noch. Ist etwas runtergefallen? Also, Die erste Hürde, die die beiden nehmen müssen, ist das Tischen. Du bist noch nicht fertig. Yeah. Schon da gibt es mehr Probleme, als man meinen könnte. Habt ihr das Zeug? Ja. Oh. Oh. Nein. Nein. Moment. Schön du herstellen. Da, hier jetzt ein Löchchen. Wo da. siehst du das? Hier. Einfach so. Ah, okay. Ganz. Okay. Schau mal. Dann kommt das Brotschneiden. Auch das hat seine Tücken. Oh, nein, hast du geschnitten? Ja. Oh, aber du hast mir auch weg. Nein, das gibt's gar nicht. Ich habe kein Blut gesehen. Könnt ihr mich aufstellen? Hast du das Fläschchen immer noch? Ja. Aber es hört nicht auf. Ja, und ich tue den Tape. Teppichklebeband, aber das ist gut. So, jetzt ist gut. Du kannst selber Brot schneiden. Gut, dann fange ich mal an mit dem Brot schneiden. Schön Ich kann das ja schnell so und dann so. Unterdessen ist aus dem flockigen Schneien draussen ein regelrechter Wintersturm geworden. Brennt schon? Ja. Gut. Ob bei diesem Hudelwetter überhaupt noch Gäste hier raufkommen? Et voilà, es macht ganz den Anschein, dass da noch eine wetterfeste Bande auf Gummenalp kommt. Ja, schau da, wer kommt da? Hey, oui. Hallo, zusammen. Hallo. Was machen ihr da? Was machst du da? Ja. Wir sind da zur Nacht eingeladen. Schwarz? Ja. Von wem? Von wem sind ihr? Wer hat das? Hilfe! Wer hat das? Ich hoffe gut. Das weiß ich. Ja, super. Jetzt? Wo hat man das gekriegt? Wir wollen unser Fondue essen. Unter den strengen Augen der Landfrauen und ihren Männern sollen unsere beiden Kochileien ein Fondue kochen. Ob das echt gut kommt? Ja. Aber der Daumenbrücker Roger, der ist einmal wieder ganz, gell? Ich sehe ich da von weitem. Also, der Brat ist jetzt schnell an. Ja. Kathrin.
Der muss angebraten werden. Genau. So, jetzt noch geschwind das ein bisschen würzen. Kannst du mir mal das Gewürz? Kurz auf beiden Seiten oder auf allen Seiten und nachher in den Ofen für wie lange? Nachher in den Ofen 2,5 Stunden niedergaren. Gut. Tust du Kerntemperatur messen? Das habe ich beim Grilluli gelernt im Sommer. Kerntemperatur, das ist etwas ganz Wichtiges. Das tue ich eigentlich nicht, nein. Nee? Ich habe dann einfach das Gefühl. Du hast das Gefühl. Siehst, das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Du hast einfach das Gefühl und dann ist es nachher gut. Genau. Ramona, du machst Gemüsespiessli. Was ist das Gelbe dort? Das sind Pfälzerrüebli. Ja. Normale Rüebli aus dem Aargau. Sandra mitgebracht. Rösliköl. Und was hast du denn noch auf dem Blumenkohl drauf? Das ist so eine Panade mit Paniermehl, Peterling, Knoblauch, Anken. Ja, super. Gib mir ein bisschen Wurst. Das heisst, das kommt nachher auch in den Ofen oder tust du das nur dämpfen? Das tun wir noch regenerieren. Ja. Die sind noch gar nicht gekocht jetzt? Doch, die sind dämpft. Die hast alles, Gemüse ist gekocht worden? Regenerieren heisst einfach noch mal aufwärmen bei 100 Grad. Wenn man kein Steamer hat, machen wir das wie? Dann tut man sie Sofenröhrchen. Sofenröhrchen, genau. Ein bisschen überbacken. Ja, funktioniert auch. Geht auch. Und auch. Ich habe gehört, wir haben noch Mail bekommen. Barbara. Danke vielmals. Frage an Katrin. Was ist das Geheimnis vom perfekten Fleisch? Grüße von Felipe, 13. Der Felipe will wissen, was das Geheimnis ist vom perfekten Fleisch. Also das Geheimnis, ja, ich denke, die gute Lagerung vom Fleisch ist sicher das A und O. Ja. Ich habe mal gesehen, es gibt so in Amerika auch die T-Bone, so riesen Rindssteaks, oder? Die lassen es abhängen, bis Schimmel dran ist. Ja. Wieso? Aber der Schimmel ist eigentlich nur das Hinterste und das Vorderste. Also das ist auch so eins. Wir haben das auch jetzt einen guten Monat so hängen gelassen. Dann ist einfach das Vorderste und Hinterste ist eine Art Schimmel dran und mitten ist das perfekt gelagert nachher, weil es ist ja geschützt vom Knochen. Okay. Hallo liebe Landfrauen, Gruß aus dem sonnigen Mallorca von der Karin Schellenberg. Habe keine Sendung verpasst und mit euch gegessen, gestaunt und bewundert und dabei manchmal fast ein wenig Heimweh bekommen. Ja, ist das herzig. Danke vielmals. Grüß zurück auf Mallorca. Grüße süß. Ja, das ist uns allen, glaube ich, so gegangen. Wir haben euch einfach gerne bekommen in diesen 7 Sendungen. Das ist eines der Geheimnisse. Ich glaube, die Natürlichkeit, die ihr an den Tag legt bei dieser Landfrauenküche, Ihnen ist das auch so gegangen. Und manchmal haben wir fast mit euch gelitten, mit euch gekühlt, zusammen mit euch uns auch gefreut. Jetzt werden wir ein bisschen emotional mit dem Einspieler. Sind so gut. Wenn die Landfrauen am Herd stehen, sind sie in ihrem Element. Wenn ich nur wüsste, wo Vogeli weg, Vogeli, sie kommt an du Boden her. Und da tue ich jetzt etwa einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter Senf drumherum. Und dann mache ich den natürlich in meinem Ofenröhrchen. Jeder Dreigänger ist mit grossem Einsatz entstanden. Und geholfen haben alle, die schon über die Tischkanten ausgesehen. Upslides ist gut. An du Boden liegt im Berner Oberland. Berner Oberland ist schön. Jede Landfrau hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Zum Teil auch Menü gekocht, die viel Wissen brauchen und aufwendig sind. Und meistens haben sie lieber ein bisschen mehr genommen als zu wenig. Ja, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Der Hauptgang ist einfach halt, ja, ein bisschen heikel. Es sollte heiß sein, es sollte fertig sein, alles gleichzeitig. Und natürlich gut. Klar, dass es zwischen auch mal hektisch ist in der Küche. Ah, weißt du was? Das ist mir abgestellt. Kann ich noch lange warten? Entschuldigung. Berner Oberland ist schön. Ja, 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 Oberland, ja, Oberland. Berner Oberland ist schön. Und dann waren aber auch gute Nerven gefragt. Gerade wenn etwas nicht so recht wollte. Oder wenn es viel Konzentration gebraucht hat. Das ist der Hauptgang. Ich sollte den Braten schneiden. Das ist sie daneben tun. Dann kann ich die hineinlassen. Sonst müssen wir es einfach einrollen ohne Schnittlauch.
Da ist sie. Ist überall alles, he? Ist gut? Also? Ja, ist gut. Die Tür geht, ich sage mal so, der Luft. Aber unter dem Strich, seien wir ehrlich, haben doch alle Landfrauen nur auf ein Ziel hergeplangt. Nämlich auf das Dessert. Phänomenales Dessert war das. Das war ein Gedicht, das war Film. Das Dessert war fast schon zum Essen. Das Dessert hat mir sehr gut geschmeckt. Die ofenfrischen Herzbrezel waren der Hammer. Ja, die sind der Hammer gewesen. Und der Satz, die sind der Hammer gewesen, ist noch fast zum Verhängnis geworden. Ja, nachher überall, wo ich ein bisschen durchkam, habe ich jetzt geheißen, was ich gemacht habe, war einfach immer der Hammer gewesen. Und dann hatte ich noch eine Kollegin, die ist dann sogar auf Besuch und hat mir noch einen geschmückten Hammer gebracht. Das ist ein Mail für dich gekommen, Priska. Du warst super im Kochen und mit deinem Charme. Ich habe die Sendungen mit Interesse verfolgt und hatte den Plausch daran. Wer hat es geschrieben? Deine ehemalige Hanski-Lehrerin, Trudi Hollenstein-Rütsche. Herzlich. Wir sind bei den Herdöpfelküchli. Das ist nicht einfach Rösti, es sind zwar rohe Herdöpfel. Ja. Und ein bisschen Ei, ein bisschen Mehl, habe ich gesehen. Ja, die habe ich Julienne geschnitten mit der Raffel. Und jetzt binden ich es ein bisschen mit Mehl und Eier, Gewürz, Böllen und Peterli. Und jetzt tue ich so schöne Tätschli-Brötchen im Bratfett. Gut, gängt natürlich auch im Ofenröhrli. Ja. Ja. Ist dir ausser diesen Gemüsesträußchen etwas mal so richtig in die Hose? Im Drei? Also ich glaube nicht. Ausser der hegt noch etwas. Ja, wir haben natürlich viel gedreht. So eine Sendung von der Landfrau ist 45 Minuten gegangen. Unser Team hat euch mehrere Tage lang begleitet, von morgen früh bis zum Abend spät. Und da ist viel Material zusammengekommen. Und das rühren wir normalerweise natürlich nicht weg, weil es hat so viel Trauweih drin, dass es schade gewesen wäre. Und es ist so viel gelacht worden, meistens dann, wenn es nicht hätte sollen sein. Ja, ich gebe dir die Antwort. Sind wir musikalisch heute? Wenn ich das mit meiner Familie. Keine Ahnung. Wenn der Bär kocht, dann gibt es Plätzchen und Goldplätzchen. Okay. Jetzt Raffaella. Jetzt da rein. Jetzt da oben. Ein lauter Bauernhof da, du. Komm jetzt. Die sehe ich noch an. Es hat eigentlich Weiss für den Kopf. Trinken wir nicht. Gott, Sebastian, hebst ihn doch schräg. Du ihn ein bisschen massieren.
easy. Verdammt, sie. So schön. Ihr habt es glatt gehabt, he? Ihr habt es wirklich glatt gehabt. Also, ihr könnt langsam, glaube ich, anfangen anrichten, die feinen Küchli und das Cordon Bleu, das gefüllte. Nein, das Entrecôte. Und wir machen ein bisschen Musik. Sind ihr bereit für Musik? Super Stimmung haben wir. Und es freut mich ganz besonders, es ist zwar schon ordentlich heiß da innen. Und wenn er da ist mit seiner Musik, ist es bei mir gefühlt auch immer viel wärmer, weil normalerweise sind wir im Sommer unterwegs mit SF bei den Leuten live. 2012 im Sommer auch wieder, freuen wir uns jetzt schon drauf. Und heute ist er da. Ganz herzlich willkommen. Die SF Hausmusik mit dem Dani Häuser und dem Blagöri. Jetzt bei den Leuten live wieder Altrüti in Gossau. Und weil sie sich gefragt hat, aber irgendwoher kenne ich doch die Frau dort hinten links oder die nebendran, die in der schönen Tracht. Herzlich willkommen bei uns. Das ist die 5. Staffel SF bei den Leuten, Landfrauenküche. Das sind alle meine verflossenen Landfrauen. Schön, sind ihr da. Ein Applaus. Brigitte, komm schnell zu mir. Komm schnell. Ich gleich noch schnell. Brigitte Böge, das ist die Landfrau-Siegerin vom letzten Jahr. Hollywood hat schon angeklopft. Nein. Aber hast du ein Turbulenzjahr hinter dir gehabt, oder alles hat sich wieder schön beruhigt? Also, es war ein sehr schönes Jahr. Gut. Also jetzt auf diese Staffel hat das wieder angekurbelt. Klar. Und traditionellerweise mit deinem Serviettenhalter auf dem Kopf. Das ist wunderbar. Schön bist du da, schön sind ihr alle da mit euren Partnern. Geniessen den Abend. Danke vielmals. Es gibt übrigens nächstes Jahr wieder eine Staffel Landfrauenküche. Logisch. Wir schauen es gerne und die Landfrauen haben unglaublich Freude daran. Wenn sie sich bewerben wollen, können sie das jetzt machen.
Es hat eine Adresse, ist die gleiche auf dem Internet. sf.sf.tv. Die Anmeldung die ist jetzt dort aufgeschaltet und Sie können sicher sein, dass wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn Sie eine Bäuerin sind und Lust haben am Kochen. Sieht fein aus. Es ist sehr senja. Ja, es ist jetzt gerade ein bisschen zu wenig. Ja, hör auf. Würdest du mir da so ein Eckeli einfach ohne Käse? Weil ich nehme gerne einfach schnell ein bisschen Fleisch. Darf ich das von Hand? Ja, das darfst du. Sie entschuldigen mich. Also, das ist genau so, wie es sein muss. Ja. Absolut. Haben wir noch Mails? Habe ich gehört. Barbara? Die sind ja wahnsinnig, was ihr alles schreibt. Kommt viel rein, gell? Ja. Danke, Barbara. Frage an alle Landfrauen. Wo waren Sie nervöser beim Kochen des Menüs für die anderen Landfrauen zu Hause oder jetzt im Finale im TV? Die Fans Fabienne und Céline Binder, Wetzwil am Albis. Also, wer will die Antwort geben? Ehrlich? Ja. Jetzt nervöser als wo die Equipe da war. Würden das alle unterschreiben? Wer ist nervöser jetzt? Hand auf. Wer eine Hand frei hat? Ja, ist das herzig. Sicher, nein, aber soll ich euch ein bisschen beruhigen, Barbara? Willst du etwas? Ein Schluck Schnaps? Wir haben, aber dann gibt es erst am Schluss. Männer, kommt, wir müssen euch halt zum Servieren. Wie könnt ihr Sachen bewerten, die ihr gar nicht gern habt? Oh! Hat es das gegeben? Etwas, das ihr nicht gern habt? Ihr habt alles gern gehabt. Die Frage ist eigentlich beantwortet. Danke vielmals Anna Kieser und Larissa Häferi aus Kriens. Wisst ihr, es gibt Menschen, die haben wirklich alles gern. Ich gehöre auch dazu. Das hat er dann nicht gefragt. Nehmt einfach gerade den Teil. Ist es schon... Ist fertig? Das Oder fertig. kommt da noch etwas? Es gibt den Namen Zehn Töpfchen noch drauf. Ihr macht das super. Mal vielleicht einen kleinen Szenenapplaus für eure Männer. Die Männer von unseren Landfrauen, die heute Abend servieren. So. Gut. Nein, das habe ich weniger gegessen bei jeder Appenzell. Ja, aber ich esse ja jetzt auch nicht. Ist recht bei euch auch eigentlich, unseren Gästen von DRS1. Flöru? Super, gut. Annette, Bohlen. Bist du immer noch der Bohlen? Immer noch der Bohlen. Haben Sie es eigentlich wirklich so lustig gehabt, wie es der Anschein macht, auf dem Hasliberg, ihr zwei? Ja, wir haben es wirklich sehr lustig gehabt. Es hat sich einfach so ergeben. Es war ein gemütlicher Nachmittag und Abend. Mit der Landfrau natürlich nachher auch gemögliche Frauen. Kochst du selber? Nein, nicht wirklich. Wäre jetzt gelogen, ich würde sagen, ja. Aber essen tust du gerne? Sehr gerne, sieht mich auch. Nein, hätte ich jetzt nicht behauptet. Im Gegenteil. Ich bin schwerer als der Kameramann mit der Kamera. Ja, das geht. Schwerer als ich mal zwei. Genau. Vielleicht. Gut. Ein guter. Geniessen. Wir gehen noch einmal mit euch auf den Hasliberg. Nämlich, wir wollen wissen, ob das Fondue von euch nicht nur gut ausgesehen hat, sondern auch wirklich gut geschmeckt hat. Der dritte Teil. Geht super. Eine Hürde mehr ist geschafft. Der Jägertee hat Annette und Roger immerhin fertig gebracht. Roger, gut, hast du gekocht? Ja, super. Ich bin völlig kaputt. So, jetzt ein Cookie. Und dann kommen noch andere Überraschungsgäste. Okay, geht etwas. Mit dem Glarnermettu und dem anderen Simon ausgerechnet zwei Gegner aus dem Sackmaul. Und auch die wollen Roger sein Fondue probieren. Also Jetzt bin ich nervig am Boden. Jetzt sind wir nervig angeschlagen. Aber ein guter Wirt lässt sich nichts anmerken. Auch für euch noch. Könnt ihr das jetzt selber nehmen? Das Team darum fast am längsten. Mattu, Gesundheit. Limo, Gesundheit. Wir haben für euch gedacht, wir machen ersten Gang Fondue. zweiten Gang Fondue. und zum Dessert Fondue. Ein Fondue für 4 Personen zu kochen ist ja überschaubar. Aber 3 Kilo Käse zum Schmelzen zu bringen, das ist kein Standardtanz mehr, sondern schon ein richtiger Küchentango. Sehr gut. Schon Menge im Griff. Ja, 2 Liter.
ist mir, wenn ich Kannst das du noch nächste Stufen anstellen? Wir tun es Ja. nicht warm. Ich kann ein paar Schickli raus. Nein, ist super. Ganz toll. Ich glaube, das kommt gut. Ich glaube, die Landfrauen werden Freude haben. Die eine hat mich schon bewerten. Sollen wir Warum? einschenken? Bei mir schenken schon? Ja. Du hast mir die Serviette hergetan. Am Schwingen, glaube ich, mir lebt nie so geschwitzt wie hier. Ich kann die noch mal ablösen, weil jetzt, glaube ich, jetzt habe ich es... Nein, abtrocknen solltest du mich. Soll ich nicht mal ablösen? Weil ich habe das Willst Gefühl, du probieren noch kann einmal? ich's, ja. Dann kann ich schnell gehen. Jetzt muss man eben schöne Macht machen aus dem Handgelenk raus. Ich habe das Gefühl, er hat mehr, ist einfach so drüllt, aber man muss es so... Willst du wieder übernehmen? Ah. So schlimm? Was? Gut. 6, gell? Was? Aber das verschmilzt dir nicht im Voilà. Gaglo. Doch, doch. Das willst du sehen. Das musst du ins Gaglo rein tun, weil wenn du es hier rein tust, verliert es Wenn das nicht verschmilzt. Wir sind schon voll im Finale. Wenn wir riefen, von der Küche her, alle Gaglon anzünden. Also alle Röscho, meine ich. Jetzt hast du die Käse hier rein. Die sind selber reingekommen. Für was habe ich denn 6 Teile geschnitten? Sie will schon besser verschmolzen, wenn du 6 Teile hast. Ah ja, du meinst schon hier? Nein, das enttäuscht mich. Ehrlich? Ja. Ich habe mich so gefreut auf den Wir Moment. müssen dann nach dem Essen darüber reden. Warum? Ja, das ist schade. Okay, also. Ich bringe das schon mal, die Portion. Voilà. Du solltest laufen. Ja, ja. Bitte schön. Genau der Punkt. Jetzt aber. Genau das Gleiche. Ich habe die Menge Oh, jetzt habe ich abgeschnitten. Haben wir gut gemacht, hä? Bro, das ist gut. Liebe Landfrauen, liebe Gäste, die haben jetzt von uns ein wunderbares Menü namens... Fondue? Mhm. Jetzt ist einfach, die wissen 1 bis 10. 1 ist Schweigen, 10 wäre... Applaudieren. Applaudieren, gut. Ja, fast eine Welle auch. Eine Welle. Ja, eine Welle. Gut, dann würden wir jetzt eure ehrliche Bewertung entgegennehmen. Und zwar jetzt. Ich bedanke mich ganz herzlich, habt ihr den Spass mitgemacht. Wie ist es, das Fleisch? Hervorragend. Ist Hammer. 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 Ich könnte es Ja, nicht besser ich sagen als könnte es nicht Preis. besser. Ja. Kleines Geschenk für euch, für dich. Zum Lernen kochen, das Landfrauen-Kochbuch, Roger. Und natürlich auch für dich, Annette. Das neue Kochbuch gibt es im Jahr 2012, kommt wieder eins auf den Markt. Wir freuen uns alle drauf. Wir freuen uns darauf, dass wir euch wieder in irgendeiner Art und Weise sehen. Annette Corti und Roger Brücker. Besten Dank, sind ihr da und weiterhin einen guten Appetit. So. Silvia Krebs ist unter den letzten 3 und jetzt entscheidet sich, wer von euch 3 weiterkommt. Danke, Barbara. Das ist das Kuvert, da hinten steht der Name. So, Priska. Priska Scherer aus dem Toggenburg. Oder der Ramona Stolz. Stolz, dass sie dabei war. Vielleicht ist da schon fertig, wer weiß. Katrin Sprecher aus dem Schalfig. Es hat viel Schnee gegeben, du musst wieder zurück im Winter, wenn du von da heimgehst heute Abend. Und die zweite Frau, die zu den letzten 3 gehört, die die Chance hat, Landfrau 2011 zu werden, ist... Priska Scherer. Wir sehen uns nachher im Finale wieder. Essen für die Leute, Landfrau-Küche gibt es 2012 wieder, das habe ich schon erzählt. Und ihr habt die Freude. Und nächsten Freitag starten wir mit einer neuen Staffel «SF bei den Leuten» Familiensache. Und das ist, wir haben uns noch gar nicht gesehen vor der Sendung, Familie von Grüningen aus dem Berner Oberland. Herzlich willkommen.
Jetzt musst du mir den Namen sagen. Matthias von Der Grüningen. Matthias von Grüningen. Und Mami ist... Danita. Danita. Johann. Der Johann. Bruno. Der Bruno. Birmin. Oder Birmin. Ihr sind, und da hinten geht es nicht mehr weiter. Ich würde sie adoptieren. So. Euch haben wir 4 Monate lang begleitet, bis zu den Weihnachten her. Ein bisschen aufgeregt jetzt. Es geht noch. Ganz ruhig eigentlich. Wie haben Sie es Kannst du erlebt, geniessen? die ganze Filmerei und das Fernsehen bei euch? Ja, eigentlich ganz gut. Sehr gut. Ja, wir sind nicht so böse. Nein, überhaupt nicht. Es war sehr locker, lustig. Ganz gäbige Burschen sind das. Was macht ihr im Berner Oberland? Ihr seid von Grüningen, nehme ich an, ist Gstaad, oder? Schönried, Gstaad, so in diese Region. Ja, genau. Verwandt mit dem Mike? Der Mike von Grüningen ist mit Cousin und da bin ich ein bisschen stolz, das darf ich sagen. Du hast ein bisschen die tiefere Stimme als der Mike. Ja, ein bisschen mehr Haar auf dem Kopf. Ja. Und ihr seid Bauern, ihr habt einen sogenannten 3-Stufen-Betrieb. Was heisst das? Jawohl, wir haben einen Bergbauernbetrieb. Wir betreiben Milchwirtschaft, Viehzucht. Im Sommer gehen wir zur Alp. Im Winter machen wir Nebenerwerb, das brauchen wir. An einen Gutschneriebetrieb. Und meine Frau geht nebenbei noch ein bisschen servieren. Gut, also wir freuen uns auf euch ab nächster Woche zusammen mit 2 anderen Familien. Wir schauen einen kleinen Ausschnitt an. SF bei den Leuten, Familiensache. Das ist das Haus der Familie von Grüningen im Durbach bei Gstaad im Berner Oberland. Die Simmentaler Kühe sind ihr ganz stolz. Der Alpabzug ist das wichtigste Ereignis im Jahr. Bei Familiensache dabei sind auch Bardils, die zu Hochwald im Kanton Solothurn wohnen. Stefanie Bardil ist freischaffende Hebamme. Sie hat lange Arbeitstage und viel Picke. Das Familienleben ist darum nicht einfach. Die dritte Familie ist Zevener in der Schweiz daheim. Es ist die Familie Müller, die ein Restaurant führt. Im Betrieb müssen alle mit anpacken, von den Kindern bis zu den Grosseltern. 3 Generationen wohnen und arbeiten hier zusammen unter einem Dach. 3 Familien, 3 Welten. Das ist SF bei den Leuten, Familiensache. Mit der Familie von Grüningen unter anderem. So. Dann kommt gut zurück, wieder ins Berner Oberland, passet auf. Oder bleibt ihr noch ein bisschen da? Könnt ihr da übernachten? Ja. Ja, das ist gut. Und morgen nachher zurück. Ja, das ist sehr gut. Familie von Grüningen, wir freuen uns auf euch. SF bei den Leuten, Familiensache. Ab nächsten Freitag, 5 ab 8 Uhr auf SF1. So. Frauen, kommt schnell hierher. Wir haben ein kleines Problem. Wir sind eine Live-Sendung und es gibt so Situationen als Moderator, wo man sich nicht wünscht. Aber ich weiss, dass ich jetzt dann in Zukunft so eine Situation habe, wo ich immer wieder erzählen kann, wenn ich gefragt werde, ist mal irgendetwas Peinliches passiert in einer Sendung? Ja, es ist etwas Peinliches passiert. Es ist eine Live-Sendung. Wir haben, wirklich wahr, kein Witz jetzt, wir haben den falschen Namen im Kuvert vorher. Das ist kein Witz. Wirklich nicht, Priska. Komm schnell hierher. Ich entschuldige mich in aller Form. Im Namen des ganzen Teams. Du bist eine super Landfrau. Du hast hervorragend gekocht. Wir haben extrem festen Applaus gehabt. Aber du bist nicht im Finale. Nein, du darfst uns besser gut erhalten. Aber wir haben den falschen Namen drin gehabt. Schon? Ja, sicher. Tut uns ganz fest leid. Wirklich kein Witz. Wirklich. Tut mir ganz fest leid. Geht's? Ja, da geht schon. Nein, ich weiss, das ist ein Todsünde. Das sollte nicht passieren. Nein, Gell? das wird schon nicht passieren, aber... Wir entschuldigen uns fest entschuldigen bei dir. Du kommst, weiss nicht was, über heiliges Ehrenwort. Wir verkaufen das Fernsehen, für das wir dich wieder halbwegs glücklich machen können. Da steht der Direktor und der SRG-Direktor vorher, zusammen mit mir. Und entschuldigung, es tut uns wirklich fest leid. Ich verstehe deine Enttäuschung, das ist ganz schlimm. Und weiter ist Katrin Sprecher. Ja, ihr schaut ja zueinander. Und es geht eine kleine Welt unter, aber im Moment ist es Horror, ich weiss es. Komm, wir machen weiter mit dem Dessert und vergessen das. Sofort. So blöd. Das ist jetzt live. Ja, natürlich. Geht's. Und du hast schön warme Hände, im Gegensatz zu mir. Wir machen Dessert. Habe ich das richtig in Erinnerung? Irgendetwas mit Äpfelküchli? Jawohl, ich mache den Teig für das Äpfelküchli. Dazu braucht es eine Tasse Mehl,
Ein Eiweiß habe ich festgeschlagen, eine Prise Salz. Oh nein. Und eigentlich tut man Bier. Wir sind alle ein bisschen durcheinander jetzt gerade. Gell? Ja. Völlig begriffen. Jawohl. Du hast normalerweise ein bisschen Wein rein. Jawohl, also eigentlich ist ja ein Bierteig. Und wir tun jetzt ein bisschen Klöpfmost rein. Wir könnten aber sicher auch etwas anderes rein tun, aber es tut dann so ein bisschen schön aufschaumen. Das machst du alles Handgelenk mal Pi? Ja. Okay. Weißt du ungefähr, wie viel das es wäre? Wenn man es rein tun würde? Steht wahrscheinlich auch in den Rezepten. Ich denke es. He? All unsere Rezepte finden Sie auf sfbeidenleuten.sf.tv. Alles das, was die Landfrauen kochen. Also, das gibt den Teig für Töpfelküchli, die nachher im Öl ausbacken werden. Und Barbara ist dran am Zimtparfait. Ja, so schmeckt es. Das ist ja so ein guter Duft. Findest du was weihnachtlich? Was hast du da? Ausser Zimt? Eier und Zucker, Schaum rühren. Und dann kommt der Zimt rein und dann wird noch geschlagene Niedeln drunter gezogen. Was ist der Unterschied zwischen einem Parfait und einer Glasse? Ins Parfait kommt ein bisschen mehr Niedeln und ist das ganze Ei drin. Wie geht es dir eigentlich so? Magst du? Ja, ich mag. Schon? Ja. Aber du sagst, wie du sitzen mal. Ja, ja. Weil das kann ja durchaus sein, wenn man im 7. Monat schwanger ist. Ein kleines Gerberli. Ja, dann hast du dann zu tun, he? Ja, genau. Potztausend. Aber du bist noch fit wie ein Turnschuh, wie sieht es dir an? Natürlich. Wenn Sie wollen, die Landfrauen Staffel 5 noch einmal nachschauen, es gibt sie auf DVD. Darf ich Ihnen ans Herz legen, die können Sie bestellen bei shop.sf.tv. Und ganz neu rausgekommen ist auch eine CD mit der SF Filmmusik drauf. Da ist zum Beispiel auch SF bei den Leuten über Stock und Stein, Titelmelodie drauf auf dieser neuen CD. Das können Sie bestellen. So, jetzt gibt es eine Premiere. Frauen, ihr wisst, was das heisst. Löffel weg und sammeln. Wer so jetzt zum Singen ist, ich hoffe, es ist schwer. Es gibt eine Premiere. Unsere Landfrauen die können nicht nur gut kochen, sondern wir haben gemerkt beim Drehen, die Frauen die können auch singen. Und wenn wir schon eine tolle Musik da haben, wie die SF Hausmusik, zusammen mit dem Dani Häusler, dann haben wir gefunden, wir stellen die zusammen auf die Bühne. Sie singen live, so wie sie heute Abend auch live kochen, singen es live. Und ich weiss, von was sie reden, weil ich sage, wir Frauen haben es lustig. Wer gewinnt das, weiss noch niemand. Wer ist es echt wer? Hurria, Halleluja, Hurria, Halleluja, Hurria, Halleluja, Hurria, Halleluja. Heute Abend ist fertig und alles vorbei. Wir werden aber immer noch Freundinnen sein. Hurria, Halleluja,
Wunderbar. Also, wie eine Ex-Miss Schweiz, die nachher auch die zweite Karriere startet. Ihr wäret prädestiniert dazu, zum Singen. Es gibt böse Überraschungen. Vorher haben wir so eine gehabt, mit dem falschen Namen im richtigen Kuvert. Es gibt aber auch schöne Überraschungen. Und ich darf euch jetzt eine ankündigen. Als kleines Zückerli schicken wir euch Ihr könnt abmachen, dass ihr zusammengeht. Ihr könnt es so gestalten, wie ihr wollt. 2 Tage auf Engelberg ins Hotel Waldeck. Offeriert vom Hotel Waldeck und dem Migros. 2 Tage Wellness. Inklusive einem 100 Franken Gutschein für irgendeine Massage oder was es soll sein. Einfach so ein Spiel. Ich habe jetzt gerade entschieden, Priska geht eine Woche. Ja! So. Machen wir. Du gehst eine Woche, wenn du nicht kannst frei reisen, eine Woche Wellness und für eine kleine Wiedergutmachung. Und ich würde, wenn du mich wettest haben, einmal einen Abend mit dir zu Nacht essen. Super. Ist gut? Ja. Alles gut. Zurück in die Küche, komm. Weil Engelberg ist nämlich schön. Ja? Ist wunderbar. Wir sind immer noch beim Dessert. Da ist das Öl langsam, aber sicher heiß. Jawohl, genau. Auf dem Wok. Und die tun wir jetzt ausbacken. Jawohl. Nein. So. Also, Töpfelsorte, hast du die gesagt einmal, Barbara? Grafensteiner. Grafensteiner. Das Lichtsäule. Boskop. Boskop ist es. Ja. Boskop. Auch ein Lichtsäule, oder? Grafensteiner. Ja, würde ein bisschen anders aussehen. Sorry, du bringst mich ganz durcheinander. Entschuldigung. Ja. So. Kunststück. Logischerweise ein bisschen Kirsch dran, wenn man aus dem Fricktal etwas macht. Hat der Beat das eigentlich lustig gefunden, dass du mitgemacht hast bei den Landfrauen? Zuerst gar nicht. Aber dann hat er super mitgemacht. Er hat das Gefühl gehabt, ich habe zu wenig zu tun. Aber wenn du noch Zeit hast für so etwas. Ja. Und hat er sich dann eines Besseren belehren Ja. Aber wir wissen ja, nicht zuletzt seit der Annette Gordi und Roger Brücker, hinter jeder starken Frau steht auch ein starker Mann. Und jetzt eine kleine Hommage an die tollen 7 Landfrauen-Ehemänner. Sie heissen Markus, Toni, Du bist heute störrisch. Manuel, Beat, Peter, Michael und Marcel. Man hat sie zwar nicht manchmal gesehen, aber sie haben im Hintergrund gern geschaut, dass alles rund läuft. Wir müssen nur mitunter ohne Aufsicht sein. Und wenn die Frauen uns nicht auf den Finger schauen, dann holen wir auf die Pauke hauen. Und wer gemeint hätte, dass sich die Männer nicht selber helfen könnten, wenn ihre Frauen mal weg sind, der täuscht sich gewaltig. Ich gehe vielleicht noch einen Raclette-Plausch von der Jodler heute Abend und dann esse ich jetzt Nacht. Ja. Wir haben jetzt gemeint, wir haben etwa 10 Restaurants. Und etwa eine halbe wir Wein liefern. Und dann mache ich halt einen Kundenbesuch und gehe um einen Ort essen. Das ist erstaunlich gut gelaufen. Die Kinder haben viel mitgeholfen, vor allem im Haus. Und dann haben wir sie so gut ersetzen. Fischstäbli sind gut gekocht, die Pepper habe ich ein bisschen versalzen. Aber ich muss sagen, die Fischstäbli bringt sie nicht so gut her, wie ich sie dann hergebracht habe. Was sind wir Männer doch für ein lustiger Verein? Wir müssen nur mitunter ohne Aufsicht sein. Und wenn die Frauen uns nicht um den Finger schauen, dann holen wir auf die Pauke hauen. Nimmst du normales Frittieröl dazu? Ja. Sieht fein aus. Das ist das Parfait. Wie lange hast du es im Tieffrüher gehabt, dass es so wird? 6 Stunden. Ehrlich? Nur? Ja, es sollte aber nicht länger sein, sonst ist es kristallisiert. Aha, also das ist nicht etwas, was man gross auf Vorrat machen kann? Nein. Das sollte man nicht. Gut, dann könnt ihr anfangen anrichten.
Da haben wir noch... In was das ist ein bisschen Münze in Wasser. Wieso in Wasser eingelegt? Das ist schlampig. Aua. Männer. Wir brauchen euch zum Servieren. Boskop im nicht Bierteig, sondern Klöpfmostteig. Ein bisschen Mehl und Ei. Da kommt dann noch so ein Blättchen drauf. Soll ich das gerade? Ah, ich tue das. Da fehlt noch eins. Sieht das fein aus. Schau da. Könnt es nehmen und gehen, ja. Tipptopp so. Die müssen nur aussen noch muss der Teig einfach ein bisschen... Schon gut. Das ist nur Öl. Danke, ich nehme den gerade. So, Dari. Voilà. Der Florian und Francine, die haben sich entschuldigen. Nicht, dass sie schon heim hätten müssen, aber die sind sich parat machen für den Auftritt von nachher. Ich freue mich sehr, sind sie da und singen ganz eine schöne Ballade, wirklich Herzschmerz. Wunderbar. Probier. Ich will schnell schauen. Ja, ich kann ja der Francine ihr Löffel nehmen. Ein Gedicht. So, ich brauche unsere Dessertfrauen. Barbara und Sandra, kommen. Oh, uns fehlt ja noch die dritte Finalistin. Und ich bekomme wieder das Kuvert. Und ich weiss, dass das hinter der Bühne jetzt durch 20 Hände durch ist und 20 einstimmig müssen sicher sein, dass es der richtige Name ist. Sandra. Ja. Sandra Belser. Die Frau mit den Küngeln. Aus dem Kanton Aargau. Oder die Frau, die den Anfang gemacht hat. Barbara Gerber. Barbara Gerber aus Zollbrück. Die letzte von diesen 3 Frauen. Wir hatten schon mal eine Frau gehabt, aus dem gleichen Kanton. Barbara Gerber! So, ich habe es schon halbwegs ein bisschen angekündigt, aber die jetzt auf der Bühne stehen, die 2 haben ein ereignisreiches 2011 hinter sich. Und ich glaube, so wie man sie jetzt sieht, kann man sagen, sie sind irgendeinem Ort auch am Ziel angekommen. So heisst auch der Song, den sie uns heute präsentieren. Herzlich willkommen, da ist Francine Jordi und der Florian Ast mit Band «Am Ziel». Seja, seja uma só. Jeder hat seine Träume, so wie wir. Du sagst einfach, gehen ist nicht so leicht. Aber wie wär's denn, wenn wir's einfach nicht? Du und ich, was haben wir schon zu verlieren? Du und ich, lass ich's einfach mal probieren und nicht mehr studieren. Ein Anker setzen am Ziel von meinen Träumen, ein Häuschen im Schatten vor Palmen und Bäumen und das alte Leben gegen ein neues eintauschen. Die Sonne scheint heiß, vom Himmel oben runter, der Sang find ich mau, sich die Füße reingraben. Alles, was du hörst, sind die Wellen, die rauschen. Du sagst, im Grunde genommen habe ich recht. Einmal etwas wagen, das wäre nicht so schlecht.
da ist ja schon lang. Aha. Drum lass ich's nicht mehr warten, wagen wir's miteinander. Du und ich, was haben wir schon zu verlieren? Du und ich, lass ich's einfach mal probieren. Und nicht mehr studieren. Ein Anker setzen und Ziel von meinen Träumen. Ein Häuschen im Schatten vor Palmen und Bäumen. Und das alte Leben gegen ein neues eintauschen. Und schau, die Sonne scheint heiß vom Himmel oben, aber der Sand finde ich mau, sich die Füße reingraben. Alles, was du hörst, sind die Wellen, die rauschen. Es ist alles, was man hört. Von meinen Träumen. Ein Häuschen im Schatten vor Palmen und Bäumen. Und das alte Leben gegen ein neues eintauschen. Ein Anker setzen am Ziel von meinen Träumen. Ein Häuschen im Schatten vor Palmen und Bäumen. Und das alte Leben gegen ein neues eintauschen. Alles, was du hörst, sind die Wellen, die rauschen. Ein Anker setzen, einfach wieder neu leben. Unter Sternen Fußen, die am Nachthimmel kleben. Ziel von der Träume zum ersten Mal. Und los, Musik, die spielt und Leute, die lachen, was wir Dinge wollen. Endlich machen, Salz auf der Haut. In die Mann. Wunderschön. So schön. Florian, ich habe extra für dich Blumen mitgebracht. Du darfst dir der Francine geben, wie du willst. Ist das gut? Die behalte ich für mich. Weil ich finde das blöd, wieso soll ich mir die Frau Blumen bekommen? Wir finden Blumen auch schön. Wo hast du denn mein Wein? Und die Männer bekommen doch immer Wein. Wo ist denn mein Wein? Nein, ich nehme lieber den Hört Wein. auf, vor laufenden Kameras schon gekracht zu haben. Okay. Das kommt nicht gut. Ihr habt ein ereignisreiches Jahr hinter euch. Danke vielmals, Band. Wunderbar gewesen. Dankeschön. Und ihr habt ein ereignisreiches Jahr hinter euch. Wird 2012 ein bisschen ruhiger? Oder wie macht ihr das? Wir hoffen, es ist ganz schwer. Eigentlich schon. Also wir sind jetzt noch auf Tournee. Jetzt haben wir noch ein Konzert in der Lenk im Jänner. Und nachher hoffen wir schon, dass es ein bisschen ruhiger wird. Wobei, wir sind ja schon wieder an Projekt weiter. Was hast du jetzt so, den Schnaps genommen? Ja, nimm auch. Du darfst gerne auch etwas nehmen. Apropos Wein. Ja. Und Lago Maggiore, das Album, ist ein grosser Hit, läuft. Das ist Lago Mio, sagst du, gell? Ja, super. Merci. Also wir hätten nie gedacht, dass es so gut anläuft. Und dass wir dürfen Gold und Platin bekommen. Merci viel mal für die tollen Zahlen. Florian Ast und Francine Jordi, euer Dessert ist parat, immer noch, gell? Wir haben es nicht angelangt. Kleiner Applaus und wir nehmen das Abrunderli. Den habe ich jetzt gebraucht. Es hat noch Käse und Schnaps. Verteilen wir nachher als Publikum. Aber jetzt, Frauen, komme ich zu euch. Alle Rezepte, die ihr gekocht habt, das war alles sehr fein. Findet ihr auf der Internetseite sfbdeleut.sf.tv. Wie sieht mich? Oh. Wir sind zeitlich perfekt drin. Wir schaffen es super vor 10 vor 10 her. Danke vielmals, Barbara. Das ist der dritte Rang. Barbara, Silvia oder Katrin. Eine von euch wird Landfrau 2011, aber zuerst der dritte Rang. Wir fangen hinten an. Hast du mir noch etwas sagen wegen dem Gouverneur? Ist gut? Gut, danke.
Auf dem 3. Rang. Die Frau, die ein bisschen Solothurn in sich hat und ganz gerne Fisch kocht, Silvia Krebs. Gratuliere ganz herzlich. Merci, Barbara. Ja. Hättet ihr das gedacht, dass ihr am Schluss da vorne steht? Wir haben ein goldiges Kuvert und da ist die Siegerin. Alle Türen stehen ab sofort offen und die meine ich bei euch, weil es kommen so viele Leute gratulieren. Wer wird Landfrau 2011? Ist es Barbara? Barbara Gerber von Zollbrück. Oder die Frau aus dem Bündnerland? Kathrin Sprecher. Geht's noch? Braucht ihr einen Arzt? Vielleicht dann jetzt gleich. Landfrau 2011 und damit Siegerin von einem 6'000 Franken Gutschein von der Migros und einem 500-frankigen Strauss. Soll ich sagen? Ja. Aus dem Bündnerland. Kathrin Sprecher! Gratuliere ganz herzlich. Toll sie mit euch. Die darf ich dir überreichen. Das ist die Siegertrophäe. Gratuliere ganz herzlich. Und alle anderen Landfrauen bekommen den 2000 Franken Scheck von der Migros. Kommt mit diesen Preisen, bringt es. Genau, danke vielmals. So ein sättiger Scheck für jede Landfrau. Offeriert von dem Migros. Nehmt eure Preise, Frauen. Schau da, der ist für dich. 2000 Franken Gutschein, auch noch. Für jede Landfrau, das ist Gergschen. Da wird es natürlich gefeiert, logisch. Kommt, es sind alles Fans, he? Familie. Nimm deine Familie in den Arm. Barbara. Hat auch schon den Gutschein bekommen. Kathrin Sprecher, so heisst die Landfrau 2011. Da ist noch eins so ein Gutschein. Schau da, darf ich dir den geben, Priska? Hast du schon einen? Kannst du mal schauen, wer Sandra, du hast noch nicht. Gut. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir haben einen wunderbaren Silvester-Vorschmaus gehabt, da in Gossau. Da auf SF 1 geht es jetzt weiter mit 10 von 10. 2012, wir kommen wieder SF bei der Rüd, Wunderzeit und 5 am 8. nächsten Freitag mit SF bei der Rüd, Familiensache. Ich wünsche allen im Namen von der ganzen Rechtshilfe